Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach, Law, the Law of Attraction, das Naturgesetz der Anziehung. Es wirkt auf jedes Individuum wie die Schwerkraft des Planeten Erde auf jedes Individuum wirkt, so wirkt auch das Naturgesetz der Anziehung auf jedes Individuum. Am einfachsten begreifst du das Gesetz der Anziehung, indem du jedes Individuum als Magnet seiner eigenen persönlichen Lebenserfahrungen siehst. Gedanken, Gefühle und Überzeugungen sind magnetisch und ziehen entsprechende Ereignisse an. Vielen Menschen ist das gar nicht klar. Sie sehen dann die Ereignisse, haben aber vergessen, dass sie selbst mit ihren Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen die Ereignisse angezogen haben. Und dann reden sie von Zufall und Unglück und Glück. Und sie sind das Opfer von diesen und jenen Umständen. Doch ich kann euch sagen, niemand ist das Opfer seiner Umstände. Jeder Mensch, auch Kinder, ziehen Ereignisse an, weil sie frei ihre Gedanken, Gefühle und Überzeugungen wählen. Es gibt keine Opfer in der Welt. Da hat dir irgendwer einen Schmäh erzählt und viele Menschen haben das geglaubt, dass sie Opfer sind. Irgendwer hat vielleicht mal angefangen, den Donner und Blitz als Strafe Gottes zu sehen und Angst zu bekommen und Opferdenken zu kultivieren. Und das ist wie ein Virus, hat das die Massen angesteckt. Doch es gibt immer wieder Menschen, die sich selbst erkennen und erkennen, dass sie selbst ihre Realität erschaffen mit ihren eigenen Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen. Und sie wollen ihren Mitmenschen das erzählen, aber wenige hören darauf. Wenige übernehmen die volle Verantwortung für ihre eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Es ist ja viel einfacher, die Welt einfach nur wahrzunehmen, ohne sie zu erschaffen. Erschaffen ist etwas Besonderes. Künstler verstehen diesen schöpferischen Prozess. Maler, Bildhauer, Musiker verstehen, dass sie Schöpfer sind ihres Werkes. Aber die wenigsten Menschen verstehen, dass sie Schöpfer sind ihrer eigenen persönlichen Realität. Und kommen sie irgendwann einmal in Schwierigkeiten oder was? Dann fokussieren sie sich so auf den Ist-Zustand, dass sie gar nicht mehr wegkommen von diesem Ist-Zustand. Ein Arzt gibt irgendeine Diagnose, ja, sie haben Krebs und sie werden in 3 Wochen wahrscheinlich sterben oder in 3 Monaten. Und die Menschen lassen sich so Angst machen von diesem Ist-Zustand, dass sie ihn überhaupt nicht mehr verändern können. Aber der Ist-Zustand ist völlig beweglich, der Ist-Zustand. Das ist wie wenn man ein Lagerfeuer betrachtet, ein Foto macht und allen dieses Foto zeigt und sagt, das ist jetzt der Ist-Zustand dieses Lagerfeuers und dieses Lagerfeuer verändert sich nicht mehr. Aber in jeder Sekunde verändert sich das Lagerfeuer, in jeder Sekunde verändert sich das Milieu deines Körpers. Es folgt deinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Gefällt dir nicht, wie sich dein Körper dir präsentiert, gefällt dir nicht, wie sich dir deine Realität präsentiert, dann musst du deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen verändern. Denn die Zellen deines Körpers reagieren auf deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Deine Mitmenschen reagieren auf deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Du hast dein Leben selbst in der Hand. Jede Erfahrung, die du machst, hast du vorher gedacht. Hast sie magnetisch angezogen. Auch wenn du Ängste hast, Ängste sind auch ein Magnet. Du fokussierst dich auf irgendetwas, das du nicht haben willst und du ziehst das an, weil dein Fokus darauf liegt. Beschäftige dich
mit Dingen, die du haben willst, und nicht mit Dingen, die du nicht haben willst. Kämpfe nicht gegen die Dinge, die du nicht magst. Schaue auf die Dinge, die du magst. Stell dir die Dinge so vor, wie du sie haben willst und nicht so, wie sie sind. Du reproduzierst den Ist-Zustand, wenn du dich darauf fokussierst. Stell dir vor, du machst eine Reise von Wien nach Paris. 99% der Reise bist du nicht in Paris. Du bist nicht am Ziel. Und du fährst jetzt los von Wien und du wirst immer unruhiger. Wow, ich bin nicht dort, wo ich hin will. Ich bin nicht dort, wo ich hin will. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht nach Paris. Und irgendwo in Innsbruck bleibst du stehen, ganz verzweifelt und denkst dir, ich bin nicht in Paris, ich schaffe das nicht. Und du drehst um und du fährst wieder nach Wien. Die meisten Menschen verhalten sich so, wenn sie irgendwie eine Krankheitsdiagnose bekommen haben oder wenn sie schon länger chronisch krank sind. Sie fokussieren sich so auf den Ist-Zustand und dabei müssten sie sich nur auf Paris, auf den Zustand fokussieren, wo sie hinwollen. Fokussiere dich darauf, wo du hin willst und nicht dort, wo du bist. Und schau, dass du ein gutes Gefühl hast auf deiner Reise. 99% deiner Reise bist du nicht in Paris, bist du nicht am Ziel. 99% deiner Reise bist du nicht völlig gesund. Wenn du jetzt von Krankheit Richtung Gesundheit reist, 99% der Reise bist du nicht gesund. Das Einzige, was du brauchst, ist ein gutes Gefühl zu haben, dass du am richtigen Weg bist. Und das kannst du innerhalb von ein paar Minuten schaffen, dass du ein gutes Gefühl hast. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, dass du von der Angst und der Verzweiflung zu einem guten Gefühl kommst, dass du spürst, ich bin jetzt am richtigen Weg, ich lasse den Groll und den Ärger los. Vertraue auf die Selbstheilungskräfte meines Körpers und fahre jetzt Richtung Gesundheit. Ich fahre jetzt Richtung Paris und ich lasse mich nicht mehr von den Neinsagern abbringen. Ich fahre jetzt Richtung Gesundheit. Ich fahre jetzt Richtung Paris. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, deinen Fokus auf das zu lenken, wo du hin willst und den Ist-Zustand loszulassen. Der Ist-Zustand ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du weißt, wo du hin willst und deinen Fokus darauf lenkst. Und nicht verzweifelst am Weg. Sage dir, ja, ich bin am richtigen Weg, ich fokussiere mich auf die Gesundheit. Es dauert halt ein paar Tage, Wochen oder Monate. Stell dir vor, ein Bauer, der den Samen sät im Frühjahr und am nächsten Tag geht er aufs Feld und schaut, die Pflanze ist immer noch nicht aufgegangen und trampelt herum auf dem Feld und grabt die Pflanze nicht aus und sagt, warum bist du nicht gewachsen? Du musst auch Geduld haben. Du bist am richtigen Weg, du hast den Willen für deine Gesundheit eingepflanzt. Und du musst jetzt darauf vertrauen, dass deine Gesundheit kommt. Du musst jetzt darauf vertrauen, dass das kommt, was du dir wünschst. Wenn du dir einen Partner wünschst, dann musst du Vertrauen darauf haben. Du musst schon jetzt ein gutes Gefühl generieren. Wenn du einen neuen Job willst, dann musst du Vertrauen darauf haben. Du musst schon jetzt ein gutes Gefühl haben. Hast du kein gutes Gefühl auf der Reise, dann verhinderst du, dass du zu deinem Ziel kommst. Du bleibst irgendwann stehen, verzweifelt und drehst um. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, dass du optimistisch und voller Hoffnung bist,
dass du vertraust, dass du dein Ziel erreichst. Melde dich bei mir. Ich begleite dich gerne auf dem Weg zu deiner Gesundheit, auf dem Weg zu deinem neuen Job, auf dem Weg zu deinem neuen Partner, auf dem Weg zu deinem Erfolg. Melde dich. Ciao.